Herr Präsident, Diskussionen Gemenge Finanzreform a verschiedene Vierredner und doch gesot. Also in meinem Fall mengglisch sogar schon mehr alt wie ich selber. An dürfen als bei aller Kritik, auch der berechtigter Kritik, die bislang geäußert ging als unter Reform, muss in dem Minister Kersch aber zumindest zuguteilen, dass er sich und erwärmt Eise gewohnt wird, und dass sich während 30 Jahren kein CSV-Minister dat getraut huet au Detriment vun de Gemengen an noch de Bierger an de Gemengen. Dufir as het sinnvoll virun allem Louf oder virun aller Kritik vielleicht zu gucken, zu analysieren, worum es sich bei dieser Reform eigentlich handelt. Weil es an Eisenahn weder radikal noch revolutionär, wie mehr ist das vielleicht giefe vierstellen, mit dem reißt a großen Sich just eng Umverdelung innerhalb von dem aktuellen Mechanismus. Die Resetten vom Gemengesektor bleiben plus ou moins bestohlen. Et ändert sich just der Verdelungsschlüssel von den Einnahmen, also das, was die Einzelgemengen kreen. An andere wieder, das Reform kann dürfen an Eisenahn noch just den bescheidenen Umfang sehen von einer mehr globaler Reform, die Struktur von den kommunalen Finanzierung verändert. An den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich die Ausgaben, die Aufgaben von den Gemengen wesentlich erweitert. Die Gemengen haben Sozialaufgaben beikriegt, sozioedukativ-Missionen, a Gemenge versichern noch ein diversifiziert kulturell Offer de Bierger unzubieten. Parallel dazu sind aber in der Vergangenheit die öffentlichen Zuwendungen und Gemenge wesentlich manner sehr geklommen wie die Resetten vom Staat selber. Also obwohl die Gemengen mehr große Aufgabenbereiche haben, haben sie proportional manner Möglichkeiten, denen Aufgaben an dem Maß nutzugehen, wie das nötig wäre. Und das an Eisenahn auch von den Hauptkritikpunkten von dieser Reform, dass die Tendenz von der Entkoppelung von der Resette vom Staat mit den Resetten von den Gemengen nicht wirklich angepackt gehen ist. Also obwohl die Gemengen eine immer mehr wichtige Rolle überholen müssen, haben sie die proportional Moyen nicht für das machen zu können. Und in dieser fundamentalen Diskrepanz ändert das Reform auch nicht, leider. D'ailleurs auch nicht die neuen Propositionen von der CSV. Weil man die Regierung zum Beispiel eine Steuerreform möchte, wie das Koalition das nächste Woche will, wird, als sie senkt verschiedene Steuern, aus denen sich aber teilweise Budgeten finanziert gehen, dann hört die Gemengen manner Resetten aus der Steuer. An umgekehrt von der Staat neue Steuern gave afheieren, wo man schon enker heieren hun, dat zumindest DP dat op keinen Fall will wird, da kann es sein, dass sich Gemengen davon gar nicht betroffen sind. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz zwischen den Einnahmen von den Gemengen und den Einnahmen vom Staat, was dazu gefordert wird, dass Gemengen an den letzten Jahren final dazu übergegangen sind, Taxen zu erheben. Und Taxen für sie eine neue Einnahmequelle gesehen, ideologisch innerfidert mit dem sakrosankten Kostendeckungsprinzip. Und wir mengen, dass die Gemengefinanzreform eigentlich auch da hätte müssen umsetzen, die Resette von den Gemengen nächst und die Entwicklung vom Reichtum vom Land bannen, respektiv durch die ausgebaute Kommunalservice, die dann möglich wären, Bürger nächst an den Genuss von dem Reichtum kommen zu lassen. Das also bleibt an Eisenahn die größte Bemol von dieser Reform. Sie sprengt nicht die viergehende Kader, aber sie beschränkt sich just auf die Verdelung innerhalb von den Gemengen. Wir mengen noch, dass eigentlich mal eine Debatte bräuchten über die Funktionen und die Aufgaben von den Gemengen am 21. Jahrhundert. An einem anderen gesellschaftlichen Kontext, wie das nach 30, 40 oder 50 Jahren der Fall war, am Kontext von einer zuholender Individualisierung von den Leuten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite der zuholender sozialer Ungleichheit. Gemengen sind mit neuen Phänomenen konfrontiert, wie Immigration, wie eine Sprachproblematik, die es real gibt, an die sich Gemengenniveau auch spürbar ausdrückt. Und über die Funktionen, was die Aufgabe von den Gemengen am 21. Jahrhundert sind, bräuchte man eigentlich eine Debatte. Herr Präsident, das prinzipiell Bemerkungen für weggeholt, muss ich aber anerkennen, dass das Reform auch ein Fortschritter par rapport zum aktuellen Gesetzestext hat. Den neuen Verdelungsschlüssel etabliert effektiv mehr transparent und mehr nachvollziehbare Kriterien, aufgrund von denen die Einzelgemengen hier einen Teil aus dem neu geschaffenen Fonds de Dotation Global
kreen. Die neuen Kriterien reflektieren zum Deel ein politisches Choix. Ein politisches Choix, de mehr als enger Ausrichtung prinzipiell begrüßen. Ein Choix, den sowohl ökonomisch, sozial wie auch landesplanerisch Komponenten hat. Angefangen bei der Wirtschaft. An den letzten Jahren waren Gemengen konfrontiert mit einer geckischer, auf für allgemeinen eigentlich schädlicher Konkurrenz Niveau von der Gewerbesteuer. Der Choix für allem von der Stadt Lützeburg hier einen kommunalen Taux von 250 auf 225 aufzusetzen, hat nicht nur dazu gefordert, dass man so für allgemeinen am Dippen kommen sie, nee, hat doch dazu gefordert, dass ein regelrecht Race to the Bottom angefangen hat und dass andere Gemengen auch hier jeweilig Toren Ruf gesagt haben, aus Angst Betrieber zu verlieren oder aus Angst kein neu mehr zu kriegen. Das neoliberale Prinzip von der verreckten Fiskalkonkurrenz von Schiedverengen mit Schiedverengen also gut das Niveau von den Gemengen dekliniert gehen. Und die einzigen, die davon profitiert haben, waren nicht Gemengen, sondern just die großen Unternehmen mit hohen Benefizen, die dummer der Steuerkarte gemäht hatten. Das Tendenz von kommunaler Steuerkonkurrenz wird da zumindest aufgeschwächt. Das auf zwei Niveauen. Einerseits ein Gemeng kann in Zukunft maximal 35% von der Gewerbesteuer behalten, die auf ihrem Terrain erwirtschaftet, aber auch nur dann, wenn die respektiv Resetten pro Kap nicht über 35% von der Landesmoyenne leihen. Andererseits geht Share vom kommunalen Taux ab 225 bis 350 beschränkt. An andere Werte. Mit dem heutigen Gesetz kann die Stadt Lützeburg nicht weiter ihren Taux aufsetzen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Wobei wir aber als vorstellen, ob die Beschränkung, ob 350 Beschränkungen nur wirklich so sinnvoll ist. Herr Präsident, die zweitgrößte Neuerung vom Verdelungsschlüssel betrifft die Sozialsituation von den Gemengen. Zu den neuen Kriterien von der Verdelung von den Suen am Gemengesektor gehören neue Sozialkomponenten. Einerseits die sozioökonomische Zusammensetzung von einer Gemeng, die verstärkt konsideriert wird bei der Dotation. Das ist also auch bitter notwendig. Weil Gemengen mit einer Population, der es nicht so gut geht wie der Moyenne vom Land, die Gemengen, die haben Responsabilitäten, also sie haben erweitert Aufgaben, nicht nur Aufgaben, sondern auch Ausgaben, die andere Gemengen nicht an dem muss haben. Und ich muss mich schon wundern, wenn ich höre, das Gewicht von dem sozioökonomischen Kriterien zu hoch wird und sich nicht allein durch Kosten vom Office Sozial rechtfertigen losgeben. Ja, effektiv, Kommunalsozialpolitik ist mehr wie die Organisation vom Office Sozial. Zu hier gehört doch ein Teil Beschäftigungspolitik, zu hier gehört Wohnungspolitik, Sozialinfrastrukturen und Personalausgaben, die weit bei weitem die Ausgaben vom Office Sozial überschreiten. Auf ihren Augen kriegen die Gemengen, die dringend brauchen, auch nicht ein bisschen Luft, wie wir können, eine voluntaristische Sozialpolitik zu machen. Der Bau an den Inhalt von kommunalen sozialen Mietwohnungen gehört auch zur Sozialpolitik von einer Gemeng. Und das Problem ist, dass viel zu viele Gemengen an der Vergangenheit hier Sozialresponsabilität bislang nicht wirklich überholen und kaum, bis gut kaum öffentlich Wohnungen haben. Und das ist auch ein Faktor von der Wohnungskrise, die wir im Moment heute zu Lützeburg haben. Mit diesem Gesetz gehen zumindest die Gemenge belohnt, die an der Vergangenheit stärker auf sozialen Wohnungsbau gesagt haben, und die Gemenge finanziell encouragiert, die bereit sind, hier finanziell Verantwortung zu überholen. Das ist richtig, aber wenn ich etwas kritisieren kann, dann ist es, dass der Faktor kommunale Wohnungen vielleicht nicht stark genug gefördert wird und auf Maximum 1% respektive 1.500 € beschränkt bleibt. Und das ist wichtig an Eisenahn, am Gegensatz zu dem, was Herr Roth gesagt hat, dass die Gemenge selber ein Akteur gehen vom sozialen Wohnungsbau. Also nicht darüber beschränken, just andere Akteuren aktiv gehen zu lassen, wie zum Beispiel der Fonds de Logement oder es sogar dem freien Markt überlassen. Den dritten Volley Landesplanung als konsideriert über zwei neue Instrumente. Die Gemenge, bei denen die Landesplanung vorgesehen hat, zu verstärkte Aktivitäten wie Wohnen oder Schaffen sollen ausbauen, kriegen noch zusätzlich Moyen für die Wurstum überhaupt können zu finanzieren. Stichwort CDA-Gemengen.
auch Menge man dat et richtig aus de Faktor Densité mat anzubauen, fir die weiter Zersiedelung vum Land zu verhindern, respektiv net nach zusätzlich zu belohnen. Dieselbe Macht gilt auch für die Kriterien von der Superficie ajustée. Wir sind noch natürlich Affersterne mit den Kompensationen, die verschiedene Gemengen an Zukunft kreen sollen, für den Verlust par rapport zum aktuellen System auszugleichen. Aber wir bewerten auch den Urreiz grundsätzlich positiv für Kleingemengen, für Gemengenfusionen anzugehen, aber gesinnet eben auch als Urreiz und nicht als Obligation wie andere dat vielleicht mengen. Herr Präsident, schon mal Herr Giberian gemeinsam, dass ich auch nicht weiß, wo ich mit meiner Zeit gerade drüsehen an dürfen ja, bei mir auch unter dem Blatt nicht viel dürfen Menschen wie ich, dann lehnen Sie einfach Blatt drauf. Herr Präsident, ich kann dir Schelle für den nach 3 Minuten. Aber dann ist gut. Herr Präsident, das Reform hat zum Ziel bestehend an zum Deel gravierend Unterschiede zwischen den finanziellen Moyens von den Gemengen mehr stark zu Summen zu feiern, respektiv Diskrepanz zwischen den Gemengen zu verkleinern. Die Reform setzt um eine Verstärkung von den urbanen Gemengen, also auch von den Gemengen, wo die meisten Menschen leben. An den Gemengen, die auch in Zukunft für die größten gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen stehen. Wir können das Reform gut heißen, aber auch just als ein erster Schritt. Ein erster Schritt zu einer mehr umfassenden Reform, die Gemengen verstärkt und das Budget vom Staat koppelt. Gemengenfinanzen verstärkt und das Budget vom Staat koppelt. Eine mehr fundamentale Reform, der an unseren Ohren auch ein großes gesellschaftliches Debatte herauskommen ist, was die Aufgaben und die Herausforderungen von den Gemengen am 21. Jahrhundert zu Lützeburg sind. Eine Debatte, die eigentlich längst überfällig ist. Merci. Merci auch dem Herr Baum. Antwort hat den Herr Michel Wolter.